So, ich bin da kurz heute nach Meridian gereist, weil ich wollte noch schnell heute zu den Händlern hier. Da ist alles gut Zeichen. Kann ich da etwas abgeben. Außerdem interessiert mich, ob ich da noch ein paar Sachen kaufen kann. Oder jetzt? Ich habe nur die besten Waren. Hä? Ich beschwere mich nicht über dein Zählen, außer dass es lange dauert. So, hau ab da. Es ginge viel schneller, wenn du mit dem Gebrüll aufhören würdest. Was ist denn der? Hochwertige Waren. Ich bin jetzt. Ist der da oben? Aha. Nein. Nein, was? Nein. Zoom. R. Ja, was? Zoomen. R. Aha, mehr geht gar nicht. So. Was? Ah, da. Nee, was? Sieh dir diese Waren an. Oh, Grabwachigkeit? Wo ist er? Wo ist der? Da ist doch. Jäger, diese Waren nicht bringt uns euer Metall. Ja, da ist es doch. Wühler? Was für ein Volk willst du damit anlocken? Bessere Waren findest du. Ich habe eine Schnappmaullinse. Hervorragend. Hier die Bezahlung. Eine Schönheit. Bitte? Das Wort benutzt du nur, wenn du eine abschleppen willst. Deine Kunstobjekte bringen kein Geld. Ach, Ich sag dir warum. Künstler sind grundsätzlich arm. Wir können die Schnappmaullinse ebenso gut an die Wand nageln. Die werden da oben doch schon überall verhökert. Angebot und Nachfrage waren doch schon immer nichts als Fremdwörter für dich. Was mir gefällt, das Geräusch eines Hammers auf Stahl. Wir machen einen Deal. Die hören nicht auf. So, rum. Wir machen einen Deal. Die hören nicht auf. Wer Wir machen einen Du Deal. wirst es bereuen, wenn dir Die hören nicht herrscht auf. über mich glaubt. Wir machen Ja, einen mehr habe Deal. ich nicht, oder was? Das Letzte, was ich heute brauche, Die hören nicht auf. Was? Da komme ich manchmal nicht nach. Wir machen Das ist ja einen Deal. gleich. Du das solltest Letzte, deine was ich heute Vorräte brauche, aufstocken. Möchtest sind du noch heute mehr gerne von etwas deinen kaufen? Deals. Also, Ja, wenn egal. du eine Schnappmaullinse nachgibst, musst du nicht zugeben, dass du falsch liegst. Mit einem getümmelten Vorräte Ein Schnappmaul würde dich in den Dschungel ziehen. Du wirst es bereuen, wenn ihr mitten im Getümmel Ah, da ist der Händler. Jetzt mal schauen, was da. Schnellreisepaket. Kann ich sicher noch nicht. Oh. Was muss ich denn noch haben, Mann? Nein, ist das nicht. Was ist denn mit dem? Brauche ich immer nicht. Nicht genug. Was haben wir denn da noch? Schattengetreue, schwer. Diese Falknuss dient als gute Tarnung und stellt ihre Trägerin gegen Blendungs- und Schalleffekte. Dieses Gewand aus feinster Meridian-Seide, Leder und Maschinenteilen bietet wenig Schutz, ist aber sehr anpassbar. Och, das. Oh mein Gott. Jägerloge in Pflanzenöl gehärtet, Lederstreifen, Feuerschaden, okay. So, Unterstützung vor Schocks. Stille Nora-Jägerin. Eisschaden. Läuferherz. Tarnung und erschwert es, die Trägerin zu sehen und zu hören. Komm. Ich bin ehrlich noch zufrieden mit dem Zeug, das ich da habe.
Rohstoffe. Munition. Ich hätte auch nicht auch Rohstoffe im Sinn von. Nein, okay, jagen muss ich definitiv selber. So vielleicht mal noch der Dings ein bisschen aufwerten. Geht auch nicht grossartig. Schattenkriegsbogen. Tramplerherz, super, genau das, was ich brauche, habe ich nicht. Nein, okay. Nicht so schlimm. Ja. Jetzt hat es da noch so ein paar Questgeber gehabt. Und zwar, hier ist der erste. Den gehen wir jetzt auch noch abklappern, weil ich habe das Gefühl, das Spiel, die Hauptstory geht nicht mehr allzu lang, obwohl das macht nicht. Wie gesagt, habe ich versprochen, bis nicht DLC rauskommt, spielen wir da auf jeden Fall weiter. Da haben wir auch noch genug zu tun. Und sonst spielen wir halt noch ein paar Sachen auf Hard, probieren wir es das auch noch. Oder eben zumindest die Story vielleicht. Ich weiß noch nicht, das Spiel gibt sicher noch viel Potenzial. Auch wenn es das ist, wo am wenigsten geschaut wird, mir gleich. Ich liebe das Spiel und ich spiele das Spiel, bis es nicht mehr geht. Bis das 2 rauskommt. So. Obwohl vom 2 erwarte ich dann vielleicht nicht zu viel. Was mache ich denn? Völliger Quatsch da. Rauf muss ich. Da kommt man rauf. Oh. Das nehmen wir natürlich alles mit. Gerade, gell? Ja, auf alle Fälle. So, hier. Das machen immer die am meisten Ärger, bei denen man es am wenigsten erwartet. Aufzug benutzen. Selbstverständlich. Hat man nur mehr Zeit. Müsste ein bisschen mehr abonnieren, dann kann ich vielleicht einmal davon leben. Dann habe ich viel Zeit. Nein, ist natürlich seich. Das erwarte ich schon nicht. Aber es wäre schon geil, oder? Also wenn ich davon lebe, so gronkmässig, wäre eine schöne Sache. Absolut. Aber für das müssten zuerst die Schweizer endlich mal anfangen, Schweizer zu schauen. Unterstützt die Schweizer Streamer, unterstützt die Schweizer YouTuber. Wir haben es verdient. Wir geben uns genauso viel Mühe, haben viel weniger Zuschauer. Und das ist doch irgendwie unfair, nicht? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, schreiben, was ihr so findet. Ich finde es unfair. Wir geben uns extrem viel Mühe, aber der Benefit ist viel kleiner. Ja, das macht im Prinzip nichts. Ist einfach schade. Du da, Fremde. Handelst du mit Relikten? Klettern wir doch da drüber. Mit Relikten? Ja, ja, klar. Was musst du haben? An irgendetwas? Du suchst nach Artefakten. Ja, aber nicht für Profit. Sonnenkönig Avad machte mich zur Gesandten der Banuk. Ich arbeite für sie, suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat, Ban-Ur. Ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren, die man bei Banuk-Felsmalereien finden kann. Wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert. Fertig? Lass uns handeln. Hä? Erzähl mir mehr über die Banuk-Figuren. Es sind grobe Holzskulpturen von Anak, der wegen dem Mord an seinem Häuptling aus Ban-Ur verbannt wurde. Er hinterließ die Figuren bei bemalten Steinen an Orten, die ihn an seine Heimat erinnerten. Später stellte man seine Unschuld fest. Jetzt sieht ihn der Stamm als eine Art Held an und will die Figuren zurück. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich werde sie dir abkaufen, wenn du welche hast. Komm Das- wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Ja, die tun Hast du irgendwelche extrem. Banuk-Relikte gefunden, Fremde? Ja, jetzt bin ich ja gerade voll Gas, schnurrt schnell in die Welt raus und deine Relikte zusammengesammelt. Hallo? Schleift's?
Und so? Oh, no. So. Ich will dir einen Handel Nichts speziell. vorschlagen. Ja, ich weiss. So schweiget's. Da rauf wollte ich wollen. Da rauf wollte ich wollen. Aha. Ich zahle gut für Banuk-Relikte, Fremde. Nein, ja, ich weiss, ja, ich weiss. Was sag mir es nochmal? Ich habe es noch nicht verstanden. Komm, sag's nochmal. Sag's nochmal. Entschuldigung, Fremde. Ich suche nach Banuk-Artefakten. Hast du ein Lied mit deinem Arm? Was ist los? Hey, Anton, du wiederholst dich. So. Ich hoffe, bei dir läuft alles nach Plan. Ja, das... Ja, ich kann jetzt nicht klagen. Tatkräftige Abenteurer! Hey da, Fremde! Ich bin Wilgund. Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Oh oh. Gute Scherben! Genug für ein Gewand, das besser zu dir. Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur, eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Die ist echt Gerüchte so cool. über ein Halo ist Banuk-Lager. so cool. Zahme Maschinen heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. Was weißt du noch über die Banuk? Die Banuk-Frauen. Schneehexen, alle. Kalte Augen, kalte... Sie wählten als ihre Heimat Ban-Ur, im Eis. Eine Unterhaltung mit ihnen ist wie in einem Eisberg zu graben. Sie sind lieber mit Maschinen zusammen. Und deshalb kann an dem Gerücht was dran sein. Dann wollen sie vielleicht nicht, dass Fremde davon wissen. Ja, vielleicht. Ha! Mystisches Getue. Keine Besitztümer, kein Luxus. Alles Quatsch. Dieses Volk ist beim Falschen härter als der Frost. Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? Ja, komm, erzähl mal. Die anderen Wunder. haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Natürlich sind wir Das das. Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banuk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum Streicheln, Nutzen, Vorsingen? Wenn Vorsingen. das stimmt und Okay. wenn wir das auch können, stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre für alle Stämme. Mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? Kind, man muss sehen, wo man bleibt. Bist du sowas wie ein Händler? Ich sehe gar keine Waren. Na, eher ein Forscher. Aber du schickst andere los, um zu forschen. Na gut, eher ein Opportunist. Kind, Mädchen, Jägerin. Die Welt steckt voller Gelegenheiten und sie sind sehr riskant. Doch warum sollte deshalb jemand wie ich auf lukrative Chancen verzichten? Na gut, ich bin eher ein Spieler. Der andere ist so Wenn ich dem Gerücht nachgehe, Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Danke, merci. Zahlung bei Rückkehr, ist in Ordnung. Dann haben wir noch hier rein. Oh, was ist das? Buch. Boah.
Nein, das lese ich jetzt nicht vor. Excuse, das schießt mir jetzt gerade an. Sorry. Du hast den Angriff auf die Stadt vereitelt. Die Sonne ehrt mich mit unserem Treffen. Ja. Du bist Nora. Ich bin der traurige Naman. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Wie denn? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja, ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen Verstorbene ehren. Gefallen. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Steinen. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. Was liest du da? Was für Hindernisse? Der erste Pilger ist ein Osseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel, an einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Okay. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht Grauhabichte an. Also 2 Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Ich dachte nicht, dass ihr Priester Fremde um Hilfe bittet. Versenge die Sonne nur unseren Stolz. Bis dies nicht getan ist, bin ich kein Priester mehr. Ich habe mir die rote Robe lang ersehnt. Ein Wunschtraum. Doch das Gewand macht uns blind. Wir flüstern Versöhnung und vergessen dabei, dass die Priester des alten Königs die Morde segneten. Die Morde? Die roten Raubzüge? Ja. Und die Opferungen, die noch folgten. Warum ließen die Priester das Blutvergießen denn zu? Manchmal ist uns Kaja die Tradition wichtiger als das, was richtig ist. Oh. Das haben die Kaja und Nora wohl gemeinsam. Na Mann, Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Nein. Aber sie helfen Trauernden, sich zu finden. Sie können Kraft geben, Hoffnung. Wie die Sonne. Du bist enttäuscht von den Sonnenpriestern, wolltest aber einer werden? Ich habe immer zum Tempel aufgesehen. Die Stimme meines Bruders schallt noch in ihm. Selbst er drang nicht zu mir durch, wie er es auch versuchte. Am Ende. Er sagte, als man uns schätzte, färbte Zinnober unsere Roben. Jetzt sind sie vom Blut gefärbt. Wie das? Die Roben werden weitergereicht. Die meisten alten Priester flohen vor dem Glanz einer neuen Sonne. Und so tragen die ihre Sünden. Und ich trage schwer an ihnen. Wo ist dein Bruder jetzt? Er wartet am Vater Sonne auf mich, hoffe ich. Er sprach sich gegen die Opferungen aus. Als Priester, der den Sonnenkönig anzweifelt, wurde er hart bestraft. Ja, das kann ich mir Du hast auch vorstellen. jemanden verloren. Mein Beileid. Nein, nicht verloren. Als ich die Robe anzog, fand ich sein Vermächtnis. Ja, das Ich ist möchte den Oh, Trauernden sorry. gerne helfen. Ihre Erinnerung zu ehren ehrt uns alle. Das ist eine kleine Laberrunde heute mit 19 Minuten Gameplay. Also eben nicht Gameplay, eigentlich nur Geschnurr aufgenommen. Aber das macht auch nichts mal. Ist ja nicht so schlimm. Schließlich. Oh. Schließlich ist das ja ein Rollenspiel. Und ein Rollenspiel ist halt nicht immer nur gerade Action. Los. Jetzt habe ich, glaube noch einen, genau. Den habe ich jetzt vergessen. Den nehmen wir jetzt auch noch an, dass das Zeug nicht ging. Es ging wieder hier zurück. Das wollte ich lieber nicht.
Quests ein bisschen abschließen, gerade in der Reihenfolge. Wahrscheinlich, so wie es aussieht, kann man tatsächlich nach der Hauptstory das ganze Zeug noch abschließen. Wenn ihr schon auf Level 50 kommt. Sonne und Schatten. Du hast doch den Sonnenkönig gerettet. Dein zweites Gesicht hat den Osseram-Verräter aufgespürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Erzähl mir mehr über den Raub und lass nichts aus. Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolperte über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhauns. Mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Verzeihung, das ist noch nicht einmal der Punkt. Der 12. Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkarja in Sonnenfall gestrandet ist. Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König. Und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Okay, ist gut. Langt sich jetzt noch für eine Quest in dieser Folge? Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Das ist doch nicht in der Nähe. Jetzt nicht Aufträge. Ah, neben. 0. Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ah, okay. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Ja, das war eine hohe Information. Ich musste heute die Schicht meines Bruders übernehmen. Blutstropfen, die von hier wegführen. Sicher. Excuse, jetzt musste ich niesen, gerade das Mikrofon abgestellt, dass ich das nicht rausschneiden muss. Gut, wir können es so drin lassen, ums Gottes Willen. Was? Aha, die Spur geht hier raus. Ja, manchmal bin ich sehr fähig. So, Sherlock Holmes schlägt zurück. Mehr Blut. Ich bin noch auf der richtigen Spur. Das ist schon angeblich. Das heisst, ein bisschen wie Mordors Schatten Noch mehr abgeschaut. Blut. Der Dieb hat sich schlimm Die Spur endet hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Es wird Zeit, zurück in die Arbeit zu gehen. Aber ich nehme mir noch eine Minute Zeit. Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich habe also einem Dieb Verbandszeug bezahlt. Super. Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts.
Keine Spur von dem Dieb. Jemand muss ihn gesehen haben, als... Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand. Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Sanson. Was? Oh. Ja. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Was? Nein. Nein. Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Oh, Die Scherben sind was? für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Oh, das machen wir doch gerade. Dann 200 Meter, das ist überhaupt kein Problem. So. Kann ich hier wirklich nie abseilen? Das ist ja ein Witz. Oh, jetzt muss der Lift wieder runterfahren. Also gut, dann machen wir doch das. Ja, es ist dann noch nicht einmal hier. Oh, Mann. Ja, ist schon da. Wow, hure schnell gegangen. Das nächste Mal könnt ihr einen kleinen schnelleren Lifter finden. So im 200'000 irgendetwas. Das kann ich, was immer für ein Zeitalter. 1000 Jahre später, wieder 2060 oder so. Ist mir gar nicht klar. Irgendwie ist mir das nicht klar. Nein. Wir sind so schnell. Hilfe! Yeah! So schnell! Schnell! Yes! Es machen immer die am meisten Ärger, bei denen man es am wenigsten erwartet. Nein, ich bin wach. Und wachsam. Verdammt. Ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann. Das ist einfach hure geil. Ich finde es einfach hure geil. Das Detail ist einfach geil. So. Ein Kümpel, da geht es vielleicht schneller. Irritierend, aber es ist eben nicht schneller. So. 13 Scherben, immerhin. So, komm. Triple, Triple. Aha. Gar nicht rauf. Hey, Meridian Dorf. Sieht aus fast wie Frutigendorf. Was? Da eine. Okay, oh. Oh, hopp.
Ja, wenn wir doch schon da sind. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Natürlich. Wir zwei sowieso. Ah, Tränke hätte ich noch auffüllen können. So, gut. Hopp. Ich gehe mit Freunden etwas trinken und sehe dann, was passiert. Oh, Ich habe dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen, verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Du meinst, ihr stehlt? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Nicht die Bastarde in der Festung. Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung und Verbandszeug. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es. Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten. In ihren Ketten. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Das ist klasse. Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Es heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schattenkarja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Ah, es ist überhaupt kein Problem.